Das Stille, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. China verhaftet 2 tibetische Studenten, weil sie die Flagge und das Logo der Fußballmannschaft entworfen haben. Folter, Todesfälle und Menschenrechte in Tibet werden in UNHRC thematisiert. Das Schweizer Parlament fordert ihre Regierung auf, Menschenrechtsdialog mit China zu führen. Beginn der 10. Sitzung des 16. tibetischen Exilparlaments. Umweltexperten erörtern Umweltkrise in Tibet. Die Welt zeigt Solidarität mit Tibet am 62. Tag des tibetischen Nationalaufstandes. Tibetische Organisationen in der Schweiz reichen Petitionen für humanitäre Lösungen für tibetische Asylbewerber ein. Die chinesischen Behörden haben 2 tibetische Studenten wegen Anstiftung zum Separatismus angeklagt, weil sie während eines Fußballspiels in Solo, der traditionellen Provinz Amdo in Tibet, eine selbstgebastelte Flagge und ein Logo gezeigt und Bilder in den sozialen Medien geteilt haben. Quellen zufolge verurteilte das Gericht der Präfektur Hainan Chamba Tsering zu 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis, ausgesetzt für 2 Jahre auf Bewährung und 1 Jahr Entzug der politischen Rechte, während Tukat Tsering Berichten zufolge von der Strafe ausgenommen wurde, da es sein erstes Vergehen war. Die kürzlichen Todesfälle des 19-jährigen tibetischen Mönchs Denzin Nyima und des 51-jährigen tibetischen Reiseleiters Güncho Chimba aufgrund von Folter durch die chinesischen Behörden wurden bei der laufenden 46. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf am Donnerstag letzter Woche angesprochen. Frau Tinde Tschüki forderte den Sonderberichterstatter und den UN-Menschenrechtsrat auf, China darauf zu drängen, die Praxis der Folter zu beenden und eine gründliche Untersuchung durchzuführen, um die chinesischen Behörden, die für diese Todesfälle verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen, sowie eine angemessene und effektive Wiedergutmachung für die Opfer und ihre Familien sicherzustellen. The list of violations faced by Tibetans is long, but the high-tech surveillance and the firewalls have made it difficult to get the whole picture of the situation in Tibet. Frau Tinde Tschüki forderte den Rat außerdem auf, einen unabhängigen Mechanismus einzurichten, um die Menschenrechtssituation in China zu überwachen, zu analysieren und darüber zu berichten, insbesondere im Hinblick auf die dringenden Situationen in Tibet, Xinjiang und Hongkong. Im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker drückte Frau Geldin Sumo, UN Advocacy Officer im Tibet-Büro Genf, ihre Besorgnis über die sich verschlechternde Menschenrechtssituation in Tibet aus, insbesondere über die repressive Situation einer doppelten Abriegelung seit dem Ausbruch des aus dem Wuhan stammenden Covid-19. Sie forderte den UN-Menschenrechtsrat auf, China darauf zu drängen, seine repressive Politik gegen das tibetische Volk einzustellen. Das Schweizer Parlament forderte ihre Regierung auf, einen detaillierten Bericht über die Situation der Tibeter in der Schweiz vorzulegen, insbesondere über die Einschränkungen der Meinungsfreiheit und die Überwachung der Tibeter durch die chinesische Regierung. Das Postulat wurde am Montag dieser Woche in der laufenden Frühjahrssession des Parlaments mit einer Mehrheit von 134 Ja zu 48 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. Ebenfalls am 9. März 2021 verabschiedete das Schweizer Parlament das Postulat, das den Bundesrat auffordert, über den bilateralen Menschenrechtsdialog mit China zu berichten, einschließlich Stand, Umsetzung und künftige Pläne des Bundesrates zum Dialogprozess. Die Vorsteherin des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter, hat im Namen des Bundesrats das Postulat angenommen und festgehalten, dass der Bundesrat zusätzlich einen detaillierten Bericht zu Fragen im Zusammenhang mit tibetischen Asylbewerbern einschließlich deren Reisedokumenten und Härtefallgesuchen vorlegen wird. Die 10. Sitzung des 16. tibetischen Exilparlaments begann am Montag dieser Woche unter Covid-Sicherheitsmaßnahmen. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen unter anderem Resolution der offiziellen Würdigungen und Trauerliste, Diskussion und Verabschiedung des Haushaltsplans mit anschließender Klärung und Diskussion durch die Gascha, Überprüfung des jährlichen Rechnungsprüfungsberichte, Diskussion der Gesetzgebungen mit anschließender Fragestunde. Der Abschluss der Sitzung ist für den 31. März geplant. Am Dienstag dieser Woche fand eine Online-Diskussion über die Umwelt in Tibet statt. Die Diskussion mit dem Titel Tibet – Environmental Crisis in Waiting wurde von Humphrey Hawksley, Autor und ehemaliger Asien-Korrespondent in der BBC, geleitet und von Umweltforschern begleitet. Sonam Tsering Frasi, Office of Tibet London, hielt die Eröffnungsrede.
Zusammen mit Tibetern gedachten Tibet-Unterstützer und Freunde Tibets auf der ganzen Welt den 62. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes, indem sie die Unterstützungsbotschaften veröffentlichten, die tibetische Nationalflagge in und vor Rathäusern und Bürogebäuden hissten und zur Unterstützung Tibets auf die Straße gingen. Der US-Kongressabgeordnete und Vorsitzende der Congressional Executive Commission on China, Herr Jim McGovern, gab anlässlich des 62. Jahrestages des tibetischen Aufstandes eine Erklärung ab, in der er seine Erwartung äußerte, dass bald ein hochrangiger Sonderkoordinator des Außenministeriums für die tibetische Angelegenheiten ernannt wird. Now that Congress has passed both the Tibetan Policy Support Act and the Reciprocal Access to Tibet Act, it is our responsibility to ensure that the Biden administration effectively implements these bills. We expect that a high-level State Department Special Coordinator for Tibetan issues will soon be named. The Tibetan Policy and Support Act strengthens that position in many ways, including a mandate to work multilaterally and on protection of the environment and water resources of the Tibetan Plateau. Die kanadische Oppositionsführerin Frau Erin O'Toole gab eine Erklärung zu Ehren des Tages des tibetischen Aufstandes ab. Der Parteivorsitzende der Konservation würdigte die tapferen Frauen und Männer, die ihr Leben für die gerechte Sache Tibets geopfert haben, während er seine Unterstützung für den gewaltlosen Kampf des tibetischen Volkes für eine echte Autonomie, Menschenrechte und Gerechtigkeit für die letzten 62 Jahre ohne Böswilligkeit oder Kompromisse hervorhob. Die Tibeter in Belgien gedachten den Tag beim Bahnhof Brüssel-Schumann vor der Europäischen Kommission. Herr Mikolas Peksa, tschechischer Europaabgeordneter von der Piratenpartei und Präsident der Tibet-Interessengruppe im Europäischen Parlament, und Herr Samuel Kukulati, Abgeordneter des belgischen Bundesparlaments von der Grünen Partei und Repräsentant Tashi Phuntsho, waren die Hauptredner, die sein Engagement für die tibetische Sache bekräftigten. Mehr als 1500 Menschen gedachten in Paris dem Tag des tibetischen Aufstandes. Der Abgeordnete Ngurdup Tsering hielt eine Rede zum Tag des tibetischen Aufstandes in New York, der von den Vereinten Nationen stattfand. 16 Städte in 8 Ländern Mittel- und Osteuropas begingen den Tag des tibetischen Nationalaufstandes und die tibetischen Nationalflaggen wurden von über 1434 Institutionen gehisst. Zu den Ländern gehören die Schweiz, Deutschland, die Tschechische Republik, Österreich, Italien, die Slowakei und Ungarn. Die Bürgermeister der Stadt St. Paul, Columbia Heights, der Stadt Northampton, Minneapolis und St. Louis Park gaben Proklamationen heraus, die den 10. März zum Tibet-Tag erklärten. Die tibetische Gemeinschaft in Japan organisierte eine Zusammenarbeit mit dem Students for Free Tibet Japan einen Friedensmarsch, um den Tag zu gedenken. Am Tag des tibetischen Aufstandes wurde eine gemeinsame Petition mit über 3000 Unterschriften an die Schweizer Regierung übergeben, in der eine humanitäre Lösung für die rund 300 abgewiesenen tibetischen Asylbewerber in der Schweiz gefordert wird. Die Massenunterschriftenaktion wurde gemeinsam von der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, der Tibetischen Frauenorganisation Schweiz und dem Verein Tibeter Jugend in Europa organisiert. Die Petition wurde der Schweizerischen Bundeskanzlei im Beisein von Herrn Fabian Molina, Mitglied des Nationalrates und Präsident der Schweizerischen Parlamentariergruppe für Tibet, übergeben. Der ehrenwerte Herr Fabian Molina sicherte seine weitere Unterstützung für Tibet und die Tibeter zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.